Hanna Tulnik hat ein neues Video hochgeladen. Ich überrasche Hater mit dem größten Wunsch. Wer ist der größte Hater von Hanna? Und was ist der größte Wunsch von seinem Hater? Wir werden es sehen. Wir überraschen jetzt mal Lenchi. Sie kriegt eigentlich eine viel krassere Überraschung von Mike und ich werde sie einfach mit der Überraschung von seiner Überraschung ablenken, damit alles klappt. Aber das wird richtig krass. Es ist... Oh fuck, oh. Oh mein Gott, es ist schon noch 3. Und ich habe gerade eine Übernachtungsparty bei Mike. Wir schauen David Dobrik Vlogs. Mach mal was Lustiges. Jetzt noch. Ja, wir haben heute eh schon viel gemacht. Na, jetzt kommt's wieder. Ey, das ist wirklich etwas, das ich nicht kann. Ich kann zusammen Filme schauen, aber ich kann sehr selten zusammen YouTube-Videos schauen. Also zum Beispiel Vlogs von David Dobrik oder auch von Hanna oder meine Videos. Ich könnte solche Videos nicht zusammen anschauen. Ich finde, das sind so Videos, die muss man alleine anschauen und alleine sind die auch immer way funnier, als wenn man die zu zweit anschaut. Ich kann das nicht. Wir haben halt einen Song gefreestylt und der Mike hat den produziert. Tulpen Hans in the house tonight. Ich erzähle euch von meiner Erfolgsgeschichte. Leute fragen mich, wie ich so erfolgreich sein kann. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Deswegen fange ich jetzt darüber zu rappen an. Ich hab ne Wohnung um 350 im Monat. Das ist krass, das ist krass. Das ist super krass. Manchmal werde ich immer wieder... Ja, sehr, sehr geiler Song. Ich finde es krass, dass Hanna Sachen anspricht, die sich andere Leute nicht getrauen anzusprechen. Deshalb muss ich der Hanna trotzdem mal Props aussprechen. Gefragt, wie viel Geld ich gerade am Konto habe. Jetzt mal die gleiche Antwort. Na, plus, habe ich gerade? Echt? Plus 50 Euro. Ja, dann kannst du schon. Wie kann man so leben, Chat? Wie kann man so leben? Chat, könnt ihr leben, wenn ihr immer auf 0 runtergeht beim Konto? Ich könnte das nicht. Ich muss immer so mindestens 500 Franken drauf haben, dass ich so wie ein Backup habe, falls mal etwas passiert. Weil, wenn du nur noch 50 Franken hast und dann passiert was Großes und du kannst es nicht bezahlen, dann bist du am Arsch. Um einen Teil meiner Schulden zurückzuzahlen. Aber sonst geht's mir gut. Morgen fahre ich nach Graz. Ich bin wieder in Graz, weil ich heute Vorsicherheitstraining habe. Ich hab überhaupt Oha, in der Schweiz heißt es 2-Phasen-Kurs. keinen Bock. Ich will nicht hin. Es ist basically Schule und danach halt ein bisschen Autofahren. Aber ich muss. Same in der Schweiz. Aber actually, ich hatte auch richtigen Anschiss, aber es war actually eigentlich noch ganz, ganz funny, weil man machte so Übungen, wo man schleudert und es ist eigentlich noch funny. Ich bin gerade beim Fahrtechnikzentrum und ich habe einmal die Strecken gesehen. Das ist ein Spielplatz. Nein, jetzt hab ich nicht keinen Bock mehr drauf, jetzt habe ich Angst davor. Naja, wird schon nicht so schlimm sein. Ich probiere jetzt einmal die Kamera anzupicken. Das wird die nächste Herausforderung. Und die Hanna-Stadt, das geht schon kommen. Es ist actually sehr entspannt. Man macht nicht so crazy Sachen. Es ist actually sogar noch funny. Hanna, was ist denn los? Hanna, was ist denn los bei dir? Wieso ist denn der Auto kaputt? Hanna, magst du den Opel nehmen, ha? Ich bin wieder in Pepega. Wien und ich habe eine neue Wohnung. Eigentlich ist das Apartment von der Anna Striegel, aber die Anna Striegel ist jetzt in Tirol und deswegen bin ich jetzt da, weil es ist ein cooles Zimmer, ich sag's euch einmal. Hier direkt beim Eingang. Was? Hanna wohnt jetzt auch in diesem Haus. Digga, die machen da so ein ganzes Content-Creator-Haus in Wien. Sind Schränke und das haben wir nicht ganz geheuer, weil... Das ist so wie ein Hotel mit Zimmern, die ein bisschen mehr wie eine Wohnung sind, aber auch nicht wirklich wie eine Wohnung und die kann man mieten für einen Monat und es ist halt billiger, als wenn man ein Hotelzimmer für einen Monat mieten würde, aber trotzdem teurer als eine Wohnung. Ist alles ganz ein bisschen sass. Wirklich ganz ein bisschen sass, das Ganze. Bei Mike kommt schon mal vor, dass da Menschen im Schrank sind, deswegen halte ich zu denen Abstand. Da ist sozusagen das Wohnzimmer, da sitze ich immer und cut meine Videos. Genau so. Übrigens wohnt der Mike im gleichen Gebäude wie ich. Das heißt, wenn ihr ein bisschen Unterhaltung oder so braucht, dann gehe ich einfach auf. Und das machen wir jetzt. Jetzt überraschen wir den Mike. Das war nicht schräg. Mike. Holy shit. Warum schaust du aus wie ein Schwammerl? Du bist original die Schlumpfine, I swear. Holy shit. Was? Ich muss kurz erklären, warum das krass ist. Der war heute in meinem Zimmer und ich hab so Angst davor gehabt, dass der Mike den wieder rausbringen hat müssen. Und jetzt ist er auf einmal im Lift. Warum ist der jetzt da? Hast du den daher gekriegt? Nein! Sei ehrlich. I swear. Heute in der Nacht wache ich wahrscheinlich auf und dann ist er nicht... Mike. Weißt du, was am Samstag passiert? Lenchis Geburtstag. Ich überrasch mal Lenchi. Ja. Ich hab noch nicht die perfekte Idee. Über was wird sie mal Lenchi freuen? Gut. Malenchi. Hab ich keins. Make-up, Kenn ich mich nicht aus. Schulabschluss. Das ist Malenchi. Malenchi hat morgen Geburtstag und wir werden sie überraschen. Also ihr und ich, wir zusammen. Also ich überrasche sie und ihr schaut zu. Vor ein paar Monaten hat sie nämlich das in ihrer Story gehabt. Sie hätte gern einen Geburtstagskuchen mit der Aufschrift. Das wäre ja so unangenehm, bei einer Bäckerei anzurufen und fragen, ob die das aufschreiben können. Deswegen habe ich es natürlich gemacht. Grüß Gott, Tulnik spricht. Ich wollte fragen, ob es möglich Grüß Gott, Tulnik spricht. Wer sagt das? Grüß Gott, Tulnik spricht. Ist auf Büro angelehnt. wäre, dass ihr bis morgen nur einen Kuchen kriegt. Grüß Gott, Nein. Tulnik spricht. Ich wollte fragen, ob es möglich ist, dass ich bis morgen nur einen ganz einfachen Kuchen kriege mit einer Zuckerschrift drüber.
Nein. Okay, ich hab's versucht, ich hab's wirklich probiert, aber wenn die ganzen Bäckereien zu haben, kann ich nichts machen. Der nächste Plan ist, ich back den Kuchen selber. Backen ist einfach meine Leidenschaft, ich kann backen. Hier ist Hanna in ihrer Messküche. Ich will eigentlich so einen Kuchenboden kaufen und das raufschreiben. Aber ich habe nicht so einen Kuchenboden gefunden, deswegen muss ich jetzt mit Wunschkrapferl machen. Nein, das ist der Boden vom Kuchen? Ja, ich wollte 18 drauf pinnen, habe aber leider nur mehr 8 gehabt, deswegen alles Gute zum 8. Geburtstag. Du kannst die 8 querlegen und einfach sagen, wir haben dich unendlich viel lieb. Ja, aber backen finde ich auch so schwierig. Ich kann nicht backen. Ich kann nur salzig kochen. Er ist Schweizer, ist klar, dass er Geld hat. Vielen Dank für deinen Franken. It's a piece of cake to bake a pretty cake. If the way is hazy, you gotta do the cooking by the book. You know you can't be lazy. Never use a messy recipe. The cake will end up crazy. Ich schenke einfach das. Loser. Stell dir vor, das C geht einfach verloren. Sie ist, danke Mausi. Was heißt das? Das ist aber noch nicht alles. Weil wisst ihr, wie Marlene und ich uns kennengelernt haben? Mit so 30.000 Abonnenten auf TikTok damals habe ich meine erste Kooperation gehabt. Das Video war natürlich mega schlecht, weil es war meine erste Kooperation und ich habe gerade erst mit TikTok angefangen. Und Marlene hat dann kommentiert mit wow, was für eine Werbung. War für mich total komisch, Malenci direkt schon wieder am Haten. Malenci immer am Haten. weil für mich war sie so eine große TikTokerin, die bei mir so kommentiert und voll hatet. Und die Leute haben dann aber ihr kommentiert, hey, was hast du gegen Hannah Tulnig? Und dann hat sie mir das geschrieben. Der Kommentar unter dem Video sollte kein Angriff sein und wenn es so rüberkam, dann I'm so sorry. Sorry. Ja, und seitdem sind wir Besties. Und genau deswegen kriegt sie jetzt so eine Karte mit, wow, was für ein Geburtstag. Das ist die Karte. Und ich finde, die passt voll zu Malenci, weil die ist so kreativ. Vielleicht checkt sie den Zusammenhang, vielleicht aber nicht, weil das ist echt schon lang her. Übrigens wird sie von Mike Ich jetzt nicht mehr gewusst. Ein Jahr zu lang. Viel zu lang. nur mit was viel krasserem überrascht. Aber ich glaube, das darf ich nur nicht sagen. Das seht ihr dann alles bei ihm im Vlog. Und jetzt geht's los zu Malenci. Okay, wir überraschen jetzt Malenci. Sie kriegt eigentlich Marlenci. Wichtig ist, dass man Marlenci immer so mit Marlenci ausspricht. eine viel krassere Überraschung von Mike. Und ich werde sie einfach mit der Überraschung von seiner Überraschung ablenken, damit alles klappt. Aber das wird richtig krass. Warten wir mal ab, wie krass das wird. Ich glaube, erst wird richtig krass scheiße, wenn wir Es kommt drauf an. so geil. Entweder geht alles schief oder es wird cool. Wow, ein Kuchen. Ey, ich hasse es, meinen Geburtstag zu feiern. Ich habe noch nie eine Geburtstagfeier für meinen Geburtstag für Kollegen gemacht. Mein Geburtstag ist so richtig klassisch. Meine Eltern, meine Großeltern, Gotte. Wie sagt man, gibt es das in Deutschland? Götti, Gotte? Ja, das ist es. Aber ich lade nie Kollegen ein, weil ich finde es richtig unangenehm, Kollegen für meinen Geburtstag einzuladen und ihnen zu sagen, ey, es ist mein Geburtstag, der ist wichtig, feiert den. Ich finde das so unangenehm. Ich feiere gerne andere Geburtstage von Kollegen, aber meine Geburtstagsparty fühle ich nicht. Mein Geburtstag ist mir so egal, es juckt mich nicht. Mir ist es auch egal, wenn Kollegen mir nicht gratulieren zum Geburtstag. Mein Dad könnte es von mir aus vergessen. Mein Geburtstag ist mir nicht wichtig. Und ich bin so Eine Patenmutter, ein Pate, ach so, okay. Großeltern, Pate, die sind da. happy, dass jeder von euch in meinem Leben ist. I love you guys. voll das gute Herz. Ich kennt was, das ist Herz. Also. Ich habe jetzt die Torte von meiner Mama an. Milchmausi, das Von der Mutter Milfmausi. Sehr, sehr sass. Wirklich sehr, sehr sass. hat der Mann Meine Mutter weiß nicht mal, was Milf heißt. gemacht. Ja, und Wie sie geil. wusste nicht, was das heißt. Sie weiß nicht, was das heißt. Oh. So fein, dass ihr beide das gleiche gemacht habt. Hanna, scheiß Vlog. Wieso kommt jetzt eine Donation? Toto Toro Adi Toro HHXD. Komm, lass es. My heart just got stuck between these loops. Mama got stuck in